Weiter geht's mit den Groschenromanverbrechen hier bei Assassin's Creed Syndicate. Doch heute mal in der Rolle der bezaubernden Evie Frye. Der Teufel von der Fleet Street. Worum geht's genau? Klären Sie den Fall des vermissten Detektiv Murphy auf. Murphy? Eddie Murphy? Wohl kaum. Dieser Fall ist äußerst vielversprechend. Ein bedeutender Detective ist verschwunden. Betrüger haben ihre Finger im Spiel. Klären Sie das und ich werde den Fall zu Papier bringen. Bin schon dabei. Hopp, hopp, hopp. Frederick Eberlein. Hey, Freddy, wie geht's denn so? Er ist ein Freund von mir. In diesem Moment ist das ganze Revier auf der Suche nach ihm. Ironischerweise kam er selbst wegen einer Ermittlung hierher. Offenbar sind in diesem Teil der Stadt mehrere Menschen verschwunden. In den letzten Monaten häufen sich die Fälle vermisster Personen. Detective Murphy ist nur der aktuellste und der einzige Fall, der überhaupt der Rede wert ist. Natürlich, wenn mal, ja. Oh mein Gott. Weil er ein bisschen wichtiger ist und ein bisschen bekannter ist, das andere ist automatisch wichtiger. Okay. Ein guter. Dass er kleine Knochensplitter enthält. Ach du Scheiße. Ob irgendjemand mehr dazu sagen kann? Auf dem Weg zur Arbeit habe ich gesehen, wie er zum Barbier gegangen ist. In einer Gegend wie dieser kommen und gehen die Leute. Die sehen immer ziemlich verängstigt aus. So. Das Bild zu sehen, ist schon eine Art Kreuz darzustellen. Und wen haben wir hier? Das war ein komischer Kauz. Er hat sich hier ziemlich lange aufgehalten und rumgeschnüffelt. So, und das hat nicht gepasst, wa? George beliefert uns damit. Es ist fantastisch. Die Blumen wachsen und gedeihen. Mhm. Knochenmehl, wa? Wenn wir mal wieder ein bisschen zu Minecraft rüber switchen würden. Netter Junge. Er macht meiner Gehilfin oft Geschenke. Eine Jacke, eine Handtasche und so. In dieser Stadt scheinen Menschen einfach zu verschwinden. Äußerst mysteriös. Du machst überhaupt keine Gedanken darüber, wa? Sehr verdächtig. Oder ist dir einfach nur alles egal? George ist mein Herzblatt. Ich glaube, er will um meine Hand anhalten. Vielleicht sogar heute noch. Falls er nicht schon verschwunden ist. Oder aber sie reinlegt, damit sie nichts von mitbekommt. Weil er halt, naja, so eine Art Menschenhändler ist. Uns fehlt hier noch ein Hinweis. Ah, da. Mit rautenförmigen Löchern verziert. Und schon wieder dieses Rautensymbol. Wieso eine Raute? Oh Gott. Bäckerei. Jetzt sag mir nicht, der steckt... Oh Gott. Riecht ein wenig merkwürdig. Oh. Ja, leck mich am Arsch. Nee, bitte nicht. Haben die echt etwa Menschen einfach... Boah. Ich hörte, dass einige Menschen vermisst werden, aber mehr weiß ich leider nicht darüber. George liefert das Fleisch für die Pasteten. Netter Junge. Ich zahle bei Lieferung. Ich glaube, er kauft es beim örtlichen Fleischerladen. Er war hier und hat nach vermissten Personen gefragt und eine Pastete hat er gekauft. Wir haben noch ein wenig geplaudert. Dann ging er weiter zum Barbier. Ich glaube, heute bin ich Vegetarier. Obwohl, wegen dem Brot war. Isst man gar nichts mehr. Und verhungert. Qualvoll.
Was bezahlt Rechnung? Einer von George für Fleischlieferungen anscheinend bezahlen muss Moffat sofort und schon macht er einen guten Preis. So. Mrs. Moffat ist ja sie. Flirtet er etwa mit allen möglichen Frauen hier? Ist also irgendwie auf einem Haufen, wa? Fleischerladen, Bäckerei, Konditorei am Schluss noch, der Barbier, Mr. Fleischer. Sie meinen diesen nervtötenden Schnüffler, ja? Den habe ich weggejagt. So, weggejagt. So nennt man das heute. Ich bin stolz darauf, das beste Fleisch der Stadt zu verkaufen. Doch seit hier jemand günstigeres Fleisch verkauft, geht mein Geschäft zurück. George? Ich kenne keinen George. Was ist doch dieser George? Ich kenne keinen George. Kein Georgie-Worgie. Wo ist denn dieser George? Ja, geh mal zum Barbier, wa? Also, Wiederwarengeschäft. Ja, geht natürlich auch so. Servus. Hinweise. Erst die Hinweise, dann Fragen. Okay, da oben geht's weiter. Also Lederverarbeitung, scharfer Messen, stabiler, dicker Nadeln, dass verschiedene Nadeln mit den speziell geformten Löcher ausgestanzt werden können. Vielleicht sogar rautenförmige. Ein rautenförmigen Loch, ja, da hätten wir es wieder mal. Aber wer ist dafür zuständig? Etwa auch George? Oder ist er etwa George? Na? Ne, das ist Tobias Schäffers, Lederer. Es gibt wirklich einige Leute, die ich lange nicht gesehen habe. Er hat eine Menge Fragen gestellt. Ich habe alle zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Warum interessieren Sie sich für ihn? Dummer Junge. Er beliefert mich manchmal mit gegerbtem Leder, aber sonst habe ich eigentlich nicht viel mit ihm zu tun. Wieso ist er deswegen ein dummer Junge? Das gibt irgendwie keinen Sinn. So, wir langsam Zeit, dass wir George finden. Wir haben bloß 2 Hinweise. Ja gut, die muss scharf sein, das ist nichts Besonderes. Das Blut? Eine Spur hinterlassen. Jemand mehr dazu sagen kann? Hoffe jetzt mal, die Warenhüter, wo führt die Spur hin, weil wenn jemand reingetreten ist, dann muss doch hier irgendwo noch mehr Blut sein. Aber okay. Finisort. Barbier. Ja, ich schnitt ihm die Haare. Hat zahllose Fragen gestellt. Als ich ihn frisierte, ist mir ein Tattoo aufgefallen. Unten, an seinem Halsansatz. Ein grünes Keltenkreuz war das. Seltsam. Das stimmt. In den letzten Monaten sind einige Menschen verschwunden. Ein paar davon waren sogar meine Kunden. So, er gibt's also zu. Ich will das Trinken aufgeben. Manchmal zittert meine Hand, wenn ich jemanden rasiere. Okay, ich gehe niemals bei ihm zum Haare schneiden oder irgendwie... Ja, Haare schneiden wird vielleicht sogar noch gehen, aber... nee. George war vor kurzem erst hier, um sich die Haare schneiden zu lassen. Er wollte gut aussehen für sein Mädchen. Er macht seit geraumer Zeit Joanna vom Blumenladen den Hof. Er meint, er hätte endlich genug gespart, um die Frage zu stellen. Klingt soweit ja harmlos. Ja, könnte es sein, dass es Georgie Boy ist. George, ich bin da auf der Spur. Und da wird gerade jemand verprügelt. Ich komme ihm zu Hilfe, aber ich darf nicht. Der Gute nimmt nicht.
Die Spur führt durchs Fenster. Georges Haus. Ja, plötzlich sind die Fußspuren weg. Okay. Hä? Die weiß alle oben? Sieht so aus. Eine Kiste mit Abholungen und Auslieferungen. Die Abholungen sind mysteriös. In Auslieferungen gehören Fleisch in Bäckerei geliefert, Düngen in Florisen geliefert, Leder in Tobias, Leder in Lederer geliefert. Die Summe deutet auf ein florierendes Geschäft hin, aber der Zulieferer bekommt den Löwenanteil. Warum das? Wird George da auch nur ausgenutzt? Oh. Georges Haus, Georges Leiche. Ist also kurz mit Tosenbrust, was eine Stiefwunde auf ein rautenförmiges Loch. Ja, jetzt sag mir bloß. Lieferungsunternehmen misstrauisch war. Nun, da ich genug Geld gespart habe, schon einen Antrag zu machen. Das wird also die Ware Herkunft der Produkte, die ich rausliefere, geschrieben. Nein, ich habe ihn. Verdammt, der arme George. Ich habe ihn falsch verdächtigt. Ja, super. Okay, raus hier. Wir müssen. Zu wem gehen wir jetzt? Die Frage ist noch, wer ist Lieferant? Blumenladen, aha, sie darüber aufklären von wegen, dein George ist tot, ja, sorry. Ist natürlich sehr taktvoll. George, ich wollte, dass er vorbeikommt. Ich will seine neue Frisur sehen. Vielleicht ist er ja zu Hause. Oh, hoffentlich macht er bald seinen Antrag. Nee, der macht keinen Antrag mehr. Hä? Wie, ich hab alles. Mir fehlt der Lieferant. Also, der Allgemeinlieferant. Oder aber, Moment mal, müssen wir uns verarschen? Ja klar, sie beschuldigen. Netter Junge. Er macht meiner Gehilfin oft Geschenke. Eine Jacke, eine Handtasche und so. Verdammt. Hast du echt überlesen? Scheiße, war jetzt der Lieferant schon wieder? Der gute Fleischerladen, ja, aber der... Aha. Ja doch, ich hab's vorhin. Ich bin stolz darauf, das beste Fleisch... Genau. George? Ich kenne keinen George. Natürlich. Ich will eine Anschuldigung aussprechen, geht gar nicht. Sie meinen diesen nervtötenden Schnüffler, ja? Den habe ich weggejagt. Ich bin stolz darauf, das beste Fleisch der Stadt zu verkaufen. Doch seit hier jemand günstigeres Fleisch verkauft, geht mein Geschäft zurück. George? Ich kenne keinen George. Wieso kann ich ihn nicht beschuldigen? Du hast auch mal generell gefragt. Ja, bei ihr geht's wieder. George liefert das Fleisch für die Pasteten. Netter Junge. Ich zahle bei Lieferung. Ich glaube, er kauft es beim örtlichen Fleischerladen. Der kann auch nirgendwo anders mehr hin, also es muss ja eigentlich so sein, geht gar nicht anders.
Ich kann ihn nicht beschuldigen. Was soll das? Ich meine, auch wenn es falsch wäre, ihn zu beschuldigen, warum kann ich ihn nicht beschuldigen? Warum geht das nicht? Gut, das finde ich jetzt doof, ganz ehrlich, Leute. Ich bin nur eine Frau. Wie sollte ich so viele Leichen beseitigen? Ach, entschuldigen Sie, ich glaube, mir wird schlecht. Ich dachte gerade, wie kann man überhaupt so viele Leichen loswerden? So, klappt's jetzt vielleicht, weil ich eine falsche beschuldigend habe? Nee, ich kann ihn nicht beschuldigen. Aber wer soll es sonst gewesen? Das wird alles Sinn ergeben. Ja, Freddy, natürlich, Freddy war's. Oh. Ja, hab's keinen Bock, nochmal überall hinzugehen und alle nochmal genau zu befragen. Ich tue doch keine Fliege, was zur Leide. Die warten wir alle durch, war aber jetzt echt keinen Bock drauf, Ich bin Leute. nur ein Blumenmädchen, ich würde niemanden verletzen. Und außerdem ist George verschwunden und ich bin krank vor Sorge. Wer weiß bloß, dass George verschwunden ist? Ach, irgendwann nochmal irgendwie. So, macht ja einen guten Preis. Jo, den hatten wir gerade ja, versucht. Genau. Was ich ein bisschen seltsam finde, er schreibt hier Leder an Tobias geliefert. Leder an Lederer geliefert. Warum eigentlich Tobias? Er dachte, Lederer wäre Tobias. Nach Miss Person gefragt, also bei Bier gegangen ist. Was? Mrs. Moffat, Bäcker auch vom Fleischpasteten. Wie gesagt, ich finde es immer noch seltsam, dass er beim, wo war der jetzt? Beim Barbier, ne? Hier beim Fleisch, dass ich ihn nicht beschuldigen kann. Finde ich sehr seltsam, aber okay, ne, der muss ja Tobias sein, also. Aber was ich immer noch, ja, eigentlich immer noch seltsam finde, dass ich da bei den Hinweisen hieß es, geliefert, also Leder geliefert an einen Lederer und Leder geliefert an Tobias. Das klingt eigentlich nach zwei Personen, aber es ist eigentlich die gleiche. Gutes Mädchen. Können wir jetzt irgendwo wieder rein hier? Ah, hier. Ich muss zum Lederer. Lederer im Geschäft, genau. Also wenn es er nicht ist, dann bin ich gerade auch ein bisschen ratlos. Was? Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich ihn beschuldigen? Erstmal die gute Frage. Jo. Er war kurz davor herauszufinden, wohin all die Leute verschwunden sind. Die wurden verkauft. An den Bäcker, den Floristen und mich. Das haben Sie äußerst geschickt aufgeklärt. Ein unappetitlicher Fall. Perfekt für einen von Mr. Raymonds Groschenroman. Ja.
Wie gesagt, wenn man es natürlich so sieht, durchaus logisch, aber eben, dass er da keine Möglichkeit hatte, den Fleisch zu beschuldigen, finde ich schon sehr seltsam. Zu häuten und dann klein zu hacken, die Haut wieder zu Leder gerben, die Knochen zu Dünger zu machen, das blutige Fleisch kauft er billig an Läden. Oh. Alter. Wie total mies einfach, aber eine gute Geschichte. Muss ich mal so belasten. So, Part wieder vorbei mit 20 Minuten. Ja, geht doch relativ schnell hier jetzt wieder rum. Aber wir haben nach hier alle großen Nummern erledigt. Sehr schön. Das heißt, uns fehlen doch insgesamt nur noch 2 Stück. In anderen Worten sind noch maximal 2 Parts. Und danach geht's endlich weiter mit dem Maharaja. Jo, das ist auch mal endlich überfällig, war. Wenn die gute Mr. Singh, Dulip Singh. I'm singing in the Dulip. Was? Wo bin ich? Muss da rüber. Ach du Scheiße, lad hier rüber am besten, war. Jo, dann sag ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen hier zu Assassin's Creed Syndicate, nächster Part, also vielleicht sogar der letzte Großroman, vielleicht kriege ich sogar 2 unter, könnte natürlich auch sein, oder es gibt nochmal 2 Parts, das am maximal und dann geht's endlich mit dem Maharaja weiter und danach bin ich glaube soweit fertig mit dem Spiel, weil gemäß Season Pass hat da gar nichts mehr Neues drin. Also ich habe Jack the Ripper aber gezeigt und dann ja, was war sonst noch? König Victoria bereits gemacht, alle Goldtruhen auch. Vergangenheit, das spricht, Vergangenheit sage ich schon, Zukunft von hier halt, sprich der Erste Weltkrieg ist ja auch schon abgehakt. Jo, haben wir glaube ich soweit alles, was er sonst so zeigen wollte. Falls es noch irgendwie neu kann, gibt es also quasi noch weiter neue DLCs. Jo, die bringen die vielleicht noch nicht, weil wie gesagt, das waren dann einfach die, was ich jetzt gerade sagen, ist halt das, was noch im Season Pass bereits dazu war. Da dachte ich mir so, okay, zeigen kann sie es mal, ist ja nicht so weltbewegendes. Jo, aber alles weitere müssen wir mal gucken und hängt natürlich auch davon ab, ob ihr überhaupt noch mehr sehen wollt von Assassin's Creed Syndicate. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.